Genau. Ein ganz besonderer Tag für Manfred Lohr, Günter Schreiner und Reinhard Altmann. Zusammen bauen sie in der Stadthalle von Mainburg ihre Bockerl-Modellbahn auf. Vierter im Bund ist Bernhard Steinhauser. Jeder von ihnen hat seine eigenen Streckenteile gebaut. In 10 Jahren Bockerl-Fahrzur ist da einiges zusammengekommen. Das sind 81 Teile, das ist eine Menge. Und da muss jeder Winkel passen, damit das hinten raus funktioniert. Also ist nicht ganz ohne. Wir müssen jetzt aufmessen und werden jetzt versuchen, die ganzen Module nach der Reihe aufzubauen. Dann danach schauen wir, machen wir Fahrprobe, schauen wir, dass das Ganze läuft. Und dann hoffentlich klappt das. Messen wir mir so relevante Punkte ein. Sicherheitshalber hat Manfred einen Streckenplan ausgearbeitet. Zusätzlich einen Aufbauplan und ein ausgeklügeltes System, wer wann was zu tun hat. Dann abhackeln. Wir haben da erledigt drauf. Günther, irgendwie das Herz der Truppe, war bis gestern im Krankenhaus und will unbedingt dabei sein. Ich habe jetzt 2 Jahre gekämpft für diese Ausstellung mit Leib und Seele. Mir hat es zwar gesundheitlich ein bisschen jetzt erwischt, weil ich große Angst war, dass ich vielleicht nicht dabei sein kann. Aber ich bin guter Dinge. Das hat mich richtig hochgezogen und hat mich richtig gepusht. Das ist richtig, das ist meins. Das ist einfach mein Baby. 81 Module wollen sorgsam aufgebaut und verschraubt werden, zu einer Gleisstreckenlänge von insgesamt 55 Metern. Besonders heikel sind die Übergänge. Die Gleisstöße müssen ganz genau zusammentreffen. Aber sie sind gut eingespielt. Die Bahnstrecke wächst rasant. Monatelang hat Günther in seiner kleinen Werkstatt zu Hause unterm Dach an den Modulen gearbeitet. Sein Liebling, der Schrottplatz am Mainburger Bahnhof. Genau, und jetzt haben wir noch ein bisschen nachbegrünen. Mit Grünen. Das Klopfen muss man machen, dass die Haare sich aufstellen, dass die Wiesen sich aufstellt. Und da gibt es viele Szenen auf dem Schrottplatz. Ich liebe Schrottplatzbauern, ich liebe sie absolut. Das ist ganz, ganz toll. Relikte der Vergangenheit. Vorlage ist ein Originalfoto von früher. Das Bild habe ich von Herrn Müller bekommen, das ist sein Vater. Und der Schrottplatz in Mainburg, der war so richtig Kult. Das hat mich so fasziniert, dass ich gesagt habe, das möchte ich nachbauen, das Beutel, weil das einfach eine Heimatgeschichte von Mainburg ist. Und die wird gerade in den Details besonders spürbar. Da sind sich alle Modellbauer einig. Die Geschichten leben in den kleinen Teilen. Die leben. Also bei mir leben sie in den kleinen Teilen. Wenn ich das anschaue, ich gehe da rein und schaue da rein, da lebt es für mich. Auch viele Hallertauer haben ihre Geschichten gebracht. Manfred organisiert diesen Schatz an Dokumenten, Zeitungsausschnitten und Fotos, den sie über viele Jahre gesammelt, aufgeschrieben und archiviert haben. Alles rankt sich um die 50er, 60er und 70er Jahre der Hallertau und ihre legendäre, mitunter bockende Lokalbahn, das Holledauer Bockerl. Endlich das allerletzte Modul, der Bahnhof Mainburg. Die Stunde der Wahrheit für Reini, den Mann für die Elektrik. Jetzt kommt das Spannendste, jetzt gehen wir auf dem Gleis einen Strom drauf. Das heißt, wir haben ja Schrauben, die was sie praktisch verbinden. Haben wir die ganzen Module verbunden und die haben zugleich einen Strom durch. Und jetzt schauen wir, ob das auch bis hinten hier hochkommt. Modul für Modul wird die Spannung überprüft. Sieht gut aus soweit. Aber dann, auf den allerletzten Metern... Nein. Nein? Kein Strom. Nix? Na? Jetzt? Auch nicht? Nein, hilft mir nichts. Der Strom kommt unten noch. So, das ist jetzt die Schau her. Weiche. Da muss ein Strom setzen. Bald kommen schon die ersten Besucher. Und ohne Strom geht gar nichts. Der geht. Ah, der ist ja nicht angeschlossen. Immer denkt, das hätten wir schon mal gemacht. 1, 2. Jetzt müsste da drauf sein. Schau mal nach. Oh,
Oh, Strom. Was soll keiner ausmachen? Jetzt der allerletzte Feinschliff. Machen wir jetzt Operation am offenen Herzen. Sehr gut, jetzt haben wir genau die Szene drauf. Ihr Ziel ist es, die Besucher zu berühren, durch größtmögliche Authentizität bis ins kleinste Detail. Also die Heimatgeschichte in 3D, das wollen wir vermitteln. Ja, genau. Und wenn Sie dann begeistert haben, dann sind wir restlich glücklich. Dann endlich ist es soweit. Das Bockerl fährt. Wie im Original. Vorbei an Wollenzach und Enzelhausen Richtung Mainburg. Und belebt im Vorüberfahren die kleinen Szenerien am Wegesrand. Einst verband die zuppelnde Lokalbahn die Holledau mit der großen, weiten Welt und sorgte mit ihren Güterwaggons dafür, dass die zum weltweit größten Hopfenanbaugebiet aufsteigen konnte. Das alles begeistert auch die ersten Besucher und lässt viele Kindheits- und Jugenderinnerungen wach werden. Die Holledau, die Hopfergärten, die seht ihr jetzt überall. Alles mit der Hand. In der Zeit auf, also man weiß genau, wann man da Hopf ausputzt hat und wie man da gearbeitet hat. Und ja, war halt, was heißt eine Schinterei? Es hat nicht so pressiert wie heute. Und da hast du halt dahin gearbeitet. Das war auch, gell? Es war schon schön, so ist es nicht. Wobei ich aber gesagt habe, wenn ich aber niemand Hopfen ausgebraucht, dann gehe ich dann aus und sitze mir da unten hier und mache Brotzeit, weil dann kann ich heimgehen, wenn ich mag. Ja. Man ist wirklich in die Zeit zurückversetzt von damals. Respekt der Meisterleistung, wirklich. Weiter geht's zur Endstation, dem Mainburger Bahnhof, einem Gemeinschaftsprojekt, auf das die 4 besonders stolz sind. Und zu Günthers Schrottplatz. Jetzt schaut euch das Beutel an, das ist vorne drauf. Das habe ich von dir gekriegt, das Beutel. Super schön nachgebaut und man kann sich dann, wenn man das sieht, wieder an ganz viele Sachen erinnern, weil die Kurven da allein, das ist die Rallye-Strecke gewesen, das war eine Schiene Schotter schon, die ist leicht so gehängt und da haben wir das Auto immer super mit dem Heckantrieb rumdriften lassen. Bist du da schwarz gefahren? Ich war da vielleicht 10, aber 10 warst du noch nicht. Die 4 Miniaturbockerlbauer, hier selbst verewigt, sind überwältigt von der Resonanz und inspiriert zu neuen Taten. Und die Informationen, was wir jetzt da gekriegt haben, die waren jetzt einfach nur geil. Mit dem Hubschrauber und Hupfer spritzen. Das habe ich nie gehört. Das kann man noch. Das kann man noch. Das ist das Nächste. Ja. Endlich darf ich mal Hubschrauber bauen. Im Bauschwin. Und so wird es, wenn auch nur im Kleinen, immer weiterfahren. Das Holledauer Bockerl.